So, wir testen noch den Aussenduschanschluss von VW, der serienmässig verbaut ist. Wir haben hier innen den Brausenschlauch verbauen. Den kann man hier rausnehmen. Hier eine Schnellkupplung an diesem Schlauch. Klappen auf. Schlauch anschließen. Und jetzt wollen wir schauen, ob das klappt. Hier haben wir einen kleinen Schalter. Können wir die Pumpe vom Wasseranschluss aktivieren. Die Pumpe läuft, ich höre es. Wir haben hier einen Schalter, man kann warm-kalt einstellen für das Wasser. Ja. Und wenn ich jetzt hier die Brause anlasse, voilà, tipptopp, geh mit der Brille. Riesen Druck haben wir nicht, aber ich denke, das reicht für ein bisschen den Sang vom Strand abzuduschen und so weiter. Super! Was wir hier unter dem Zweiersitzbank hinten sehen, ist ein kleines Türchen. Wenn man das auftut, dann kommt hier das Bedienteil vor Standheizung führen. In diesem Fall hier jetzt vor Gas-Gas-Standheizung. Hier ist es auch möglich, die Standheizung zu programmieren, was oben im Camper-Display nicht möglich ist. Und wir haben auch hier den Schalter für eine komplette Entleerung vom Warmwasserboiler. Wir sind hier im Garagehänger auf der linken Seite, im hinteren Fächli. Hier sehen wir links den roten Hauptschalter, wo man allen Strom aufs Mal abstellen kann. Das wäre auch der Fall, wenn mal ein Camper-Unit bleibt hängen. Wir sehen den Votronic Solarregler, den Sicherungskasten für alles 12 Volt und rechts der Sicherungskasten für alle 220 Volt Verbraucher. Hinter rechts in der Garage haben wir das Fach für Gasflaschen. In unserem Fall 2x11 Kilo, da wir hier heizen mit Gas. Die Flaschen laufen getrennt, das heisst, wir lassen immer eine Flasche laufen, bis sie leer ist, stellt nachher um. Das sieht man sehr gut hier bei diesem Regler, wo man die Flasche wählen kann. In diesem Fall jetzt steht es auf der Flasche rechts und man dreht den Regler auf links und dann geht es auf die linke Flasche. Dann kann man die rechte ersetzen.